Warnung. Das folgende audiovisuelle Produkt kann Spuren von alternativen Fakten und ganz viel Bullshit enthalten. Das Schicksal hat bestohlen, dass wir jetzt an folgenden Standort gehen. Nämlich... Sarajevo! Doch! Nein, es ist... Edinburgh. Du hättest aber viel übler gelacht, wenn es Sarajevo gewesen wäre. Edinburgh. Das ist geil, Mann. Wir gehen zu den Schotten. Wir gehen auf Edinburgh, ein bisschen den Schotten, die Schotten nerven. Ich bin positiv überrascht, es hätte alles können sein, es hätte können Sarajevo sein. Es ist nicht Sarajevo. Nerv, kommst du mit? Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Hey, wo bist du? Du schaffst das, Alter. Du weißt nicht, welches. Du bist so. Also, ich komme. Filmen Sie hier? Nicht die Leute, nur ihn da. Was willst du, Mozartkugel? Ja, von mir aus, hol Mozartkugel, ist mir scheißegal. Aber die sind nur teuer da. Halt die Schocke Krebs oder was? Bin ich so. Hätte gar nicht so als Kommunist gezeichnet. Lenin. Es werden nur richtige Proletarier reingelassen. Keine Bourgeoisie, Kapitalistenschweine. In dieser Airline kommt jeder gleich viel über. Es gibt kein Business oder kein Ego, es ist jeder gleich. American Airlines tut ja ihre Kunden einfach aus dem Flugzeug rauszerren. Die schicken sie Die schicken sie ins Gulag. Die sind vielleicht nicht so Witz drüber machen. Bei dieser Airline ist der Passagier CEO. In dieser Airline kriegt jeder noch ein Stückchen Ziegelstein, damit er das Gebilde vom kapitalistischen System kann zerschlagen. Übrigens, heute ist der 1. Mai, he? Also es ist nicht einfach nur irgendein Zufall. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu unserem Reisen. Wir schauen uns das schöne Städtchen mal an und sehen so, was es dort so für coole Sachen gibt. Bis gleich. Das ist der Cringe. Ciao. Wir haben es geschafft. Ich weiß es nicht. Ja, das Edinburgh ist voll cool, oder? Ja, voll. Wie bin ich überhaupt drauf? Ja, du bist drauf. Ist noch rüber? Ja, ist gut. Also. Bist du bereit? Ja. Salut, Freunde von der schlechten Unterhaltung. Ich bin der Sven. Ich bin der Ratscha. Und du schaust Touri Guide Karaoke Episode 2. Heute aus Edinburgh? Oder auch nicht. Fuck, Ratscha, was haben wir gemacht? Irgendwie sind wir in Athen gelandet. Ja, aber es hat auch seine Gründe gehabt. Wie fühlt es sich eigentlich an, trotz zwei klarer Hinweise gleich darauf hingekommen zu sein, dass wir auf Edinburgh gehen? Ja, aber der Grund ist, wir haben nicht nur eine, sondern zwei Städte auf ein Zettel drauf. Die Münze hat sich dann für Edinburgh entschieden. Es hat dann aber leider keine passende Flüge mehr für uns gehabt und darum... Sollte jetzt irgendetwas nicht gehen mit Edinburgh, ist es Athen die zweite Option natürlich. Man muss die Sache ja spannend behalten, wisst ihr, wie ich meine? Man muss da ein bisschen Plot-Twists in das langweilige Touri-Guide-Karaoke-Zeug reinbringen. Darum, hey, gern geschehen. Wir unterhalten euch immer sehr gern gut bzw. schlecht, je nachdem, welchen Humor ihr habt. Also, Touri-Guide-Karaoke, Episode 2. Go! Go! Wir sind hier auf dem Platz des himmlischen Friedens, wo eine gewaltsame Demonstration niedergeschlagen worden ist, sehr lange her. Grosses Volkstrauma von den Griechen. Ja, wir sollen nicht darüber reden oder Witz machen eigentlich. Wäre pietätslos, deswegen. Sie sehen auch, alle sind traurig da, alle haben... Es ist nicht mehr so wie vorher. Wie viel kostet so eins? 4 Euro. Hallo. Can I have this one? There you go.
Was auch noch sehr wichtig ist in der Hitze immer seinen Kopf schützen. Vor der Hitze. Deswegen habe ich mir jetzt eine Kopfbedeckung genommen, die richtig passt zu dieser Reise, die wir hier machen. Ja. Riesen Holzpenis. Ich glaube, das ist so ein Renner allgemein. Weißt, so im touristischen Ort sind Penis irgendwie sehr. Wie soll ich sagen, es ist so fallausfokussiert alles. Finde ich ein bisschen weird, ein bisschen homoerotisch, aber du, wenn das Geschäft läuft und sie Geld damit verdienen, von mir aus. Also. Ich habe kein Problem damit. Könnt ihr das lesen? Da steht Hagios Assomatus da Scalia. Also das heißt eigentlich nichts als Hagios, ein Asthmatiker-Hag und eine Stehskala. Also meistens sind da Asthmatiker gewesen, am Hag, am Stehen, neben der Skala. Eigentlich heisst es nur das da. Das ist eigentlich ganz einfach. Wirklich, jeder, der Latein hatte in der Schule, sollte das wissen. Das ist Grundwissen. Aber ich erkläre es euch gerne. Das ist Griechisch, nicht Latein. Wir sind hier in Griechenland, da wird schon seit Jahrtausenden Latein geredet, oder? Das ist nicht Griechisch. Das ist eben eine Fehlannahme von 99% der Forscher, dass es eigentlich Griechisch ist und nicht Latein, aber es ist eigentlich umgekehrt. Wie ihr seht, haben die Griechen so ein bisschen, wie soll ich sagen, einen Hang für lange, stockartige Objekte. Wir haben es vorne bei den Penis gesehen, jetzt sehen wir es hier bei den Säulen. Überall Säulen. Dabei ist es doch mega unhandlich, finde ich persönlich. Überall alles her tun, herstellen, aufstellen, dann noch Sachen drauf tun. Du musst noch Angst haben, dass da irgendwelche Scheiß auf der Grinkheit. Ich weiss schon, wieso man heute nicht mehr mit Säulen baut. Schon nicht so schlau, die Griechen. Als er noch ein Kind war, hat er seine Eltern verloren. Und dann hat er gedacht, er wartet einfach da, bis die Eltern wieder zurückkommen. Mittlerweile ist er 32 und die Eltern sind immer noch nicht da. Der Dude wartet immer noch dort. Where is my mommy? Wir befinden uns jetzt hier in der römischen Agora. Aus den Videogames weiss ich, dass Agora der Marktplatz ist. Mehr weiss ich aber auch schon nicht mehr über den. Natürlich weiss ich alles über den Ort hier. Das war der Getreidemarkt. Das sieht man hier am Untergrund, wo immer noch sehr viele getreideähnliche Gräser rauswachsen. Dort war der Blumenladen. Jetzt sprießen dort blumenähnliche Pflanzen. Und ja, da hat man früher gemärtet, gefeilscht und gehandelt. Da drin ist noch ein Landsmann von dir. Am Gras schneiden. Weil ja jeder weiss, dass das Mexikaner gut können. Nein, ist ein Spass. Das ist wirklich ein Mexikaner noch. Bist du im Filmen? So Leute, wir sind hier am Fuß der Akropolis vom Hügel. Wie ihr seht, geht es so schön rauf. Wir suchen noch den Weg. Also da steht rechts Akropolis und der linke Weg, dort steht Hooligan. Kann man hier lesen? Hooligan. Wir denken, wir gehen jetzt mal zu den Hooligans. Da sehen wir noch einen Grill. Der Rost ist noch erhalten geblieben, unten, wo die Cola gekommen sind. Da hat der Sokrates noch seine Lammkühlen drauf gebraten, nach dem Philosophieren mit seinen Dudes. Wir sind hier vor dem Dionysos Amphitheater und ja, es ist auch unter Baustelle. Manchmal fängt der Ratsch einfach an, davon zu zickeln. Und ich habe keine Ahnung wieso. Null. Manchmal fühle ich einfach den Drang zum Rennen und dann mache ich es. Ja. Also wie ihr seht, war da früher ein Amphitheater, aber es ist leider bankrott gegangen und das nur wegen dem Internet, weil man jetzt alles kann von daheim abziehen kann und niemand geht mehr ins Amphitheater, wo eigentlich das zahlen. Das ist traurig. Also ich finde es schön und gut, dass man sich denkt, ja, wir gehen mit sarkastisch bedruckten T-Shirts mit der Krise um, aber die Lösung wäre eigentlich, sich gar nicht erst in eine Krise rein zu manövrieren. Also das ist mein guter Kollege, der Menander. Er ist als Kind relativ oft
in die Wand hineingelaufen, darum hat er auch so eine komische Nase. Er ist nicht zu verwechseln mit Lord Voldemort, das war eine andere historische Persönlichkeit. Der Menander hat immer andere Leute dazu bewegen wollen, dass sie auch in die Wand hineinlaufen. Und darum haben sie mal gesagt, hey, wir schneiden dir jetzt die Arme und die Füße ab. Leider ist der Menander vor kurzer Zeit von uns geschieden. Und wir werden dich nie vergessen, Menander. Nein, was gut. Ja, irgendetwas muss ich auch mit. Kannst du schnell helfen, bitte? Alter, es schaut gar nicht an, helfen schnell. Yeah? You have microphone in this. Are you not allowed to have microphone? No. You Oh, put sorry. the microphone to your back and take the photograph without this. Okay. Alright, sure. Sorry. Man weiss ja, dass die Griechen einen gewissen Fetisch haben für lange, phallusartige Objekte. Darum verstehe ich nicht, wieso es nicht falsch ist, so ein Mikrofon zu tragen. Ich meine, schaut euch das an. Das sollte der feuchte Traum von einem Griech sein. Gut, also der Sven muss natürlich auch nicht immer mit so schickimicki Steven Spielberg Spielzeug wollen da einen auf Regisseur dort oben machen, das ist natürlich klar. Ich habe das perfekte Geschenk gefunden für den Sven, und zwar ein Maulkorb. Ernsthaft? Ich kann nicht genug von Büsis haben. Ich glaube, eines der wenigen Sachen, wo ich und der Ratscho die gleiche Meinung haben, ich liebe Büsis. Und nicht nur die vierbeinigen. Also hier hinter mir gesehen ist das Akropolis-Museum. Wir haben leider keine Zeit, weil es nicht reinpasst in unseren Plan. Wir haben nämlich etwas anderes schon vor, was wichtiger ist, und dort gehen wir jetzt hin. Bonding with nations of other origins than Switzerland. I don't know what I'm just saying. Wait, since most of us are drinking tequila, we're gonna do pa abajo, pa arriba, pa centro, pa dentro. Right? Pa abajo, pa arriba, pa centro, pa dentro. Oh my god. Oh shit. Oh my god. So much is being served tonight. Wow. These two drinks are the traditional drinks here in Greece. The one is ouzo and the other one is tsipuro. Here in our hotel we serve it like this: ouzo, some orange juice and some grenadine. And the tsipuro is just like this. Ouzo, it's about 65% of alcohol, 75. Ouzo, 65% of alcohol, and Tsipuro, 80. Wir haben hier unsere Welcome Shots bekommen von der lieben Dame. What was your name? Tsipuro. Your name? Oh. Maria. 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 From Maria? Maria, yeah. Und das nennt sich Tsipuro. It looks like Hat sie water. uns schon erklärt, das sieht aus wie Wasser. Ah, aber es sieht aus wie Wasser, Entschuldigung. Es sieht aus wie Wasser, aber es ist schon ja, komisch, grusig. Aber wir werden jetzt raus, wir werden jetzt rausfinden. Who knows what the fuck they're saying, right? Like, We're just fooling, we can't even speak Swiss German. We're just brabbling. And by the way, that shit goes down like Tsipuro. What's that? Water. Oh, no, it's okay. yeah, I like that guy. So, Water? Fuck no. Not yet, not Why do yet. bars even have water? so Yeah. that is Ouzo, das ist Ouzo, das ist ein traditionelles Getränk, Nationalgetränk von Griechenland, was auch immer. Bringen wir es hinter uns, Ratscha. Das ist verdammt geil. Zum Wohl. Sternanis. Ja. Nicht gern. Damn, son. Damn, son, where'd you find this? Wir befinden uns jetzt gerade in unserer Lieblingsbar, die haben wir gestern entdeckt. Sie heisst Noel. Falls ihr da mal in Athen sind, dann kommt da vorbei, weil es ist der absolute Hammer. Es
es läuft wirklich geiler Sound, also nicht irgendwie so die ganze Zeit nur so Deep House Scheiße wie in Zürich. Also nicht, dass es Scheiße wäre, aber es ist mal cool, ein bisschen Abwechslung zu haben. Und, ja. Es ist geil da, wirklich. So eine Bar findest du in Zürich nicht, Brudi. Findest du nicht? Findest du nicht in Zürich, Brudi? Findest du nicht? Hey! Du hast ein dickes Ding, ja. Die Akropolis, nebendran sehen wir einen Betrunkenen, wenn er gerade von seinem Best Friend heimgetragen wird. Wenn wir schon in Griechenland sind, hast du schon mal etwas von Madonis Körper gehört? Er liegt vor dir. Also du meinst, der Adonis ist vor dir? Du bist so ein hässlicher Sven. Sven, das ist geheiligter Boden, Sven. Oh, ein Büsi! Da hinten. Ah, da oben ist es. Ich habe einen Kater. Also ich habe einen Kater. Also, wir sind gerade unseren letzten Espresso da irgendwo in einer Flaniermeile von Athen am Trinken. Athen ist mega empfehlen jedem. Aber wenn ihr jetzt das Video hier geschaut habt, nur zum entscheiden, ob ihr auf Athen geht oder nicht. Ja, vielleicht hat es euch geholfen, die Entscheidung, aber das war nicht unbedingt der Punkt gewesen. Sondern ja, ein bisschen etwas anderes mal machen. So, der Wirklich, etwas so andere Zeug Reiseblock. steht. Wenn ihr ein bisschen auf Kultur steht, nicht viel Geld habt, ein bisschen billiger reisen wollt. Es ist nicht so teuer, aber es ist auch nicht so günstig. Aber es ist, man kann es sich leisten. Und es ist alles zu Fuß erreichbar. Also, Genau, das ist etwas, was wirklich mega cool ist an Athen. Alles ist zu Fuß erreichbar. Wir sind nicht einmal mit dem ÖV gefahren. Nicht einmal. Wie viele kleine Sokrates-Punkte geben wir Athen? Ja genau, wie viele Sokrates-Punkte geben wir Athen? Da Sokrates der Vater vom Zynismus ist und somit auch am Raja und mein grosses Vorbild ist, geben wir Athen 9 von 10 Sokrates-Punkten. Ja, das Bist du einverstanden? Ja, das ist legit. Das ist legit, ja. Hey, aber das wird nicht die letzte Stadt gewesen sein. Wir wissen nicht, vielleicht kommt noch eine bessere Stadt, vielleicht noch. Es kommen noch einige schlechtere Städte wahrscheinlich. Wir machen das Beste daraus. Wir machen das Beste daraus. Cool, wenn ihr da wirklich bis zum Schluss, bis zu diesem Punkt geschaut, weil das ist auch noch ein bisschen bemerkenswert. Ich meine, bei uns zwei, ja. Ja, Mensch, ein schlimmeres Zeug rausgehauen. Ja, Mensch, ein schlimmeres gemacht. Kalimera, nein, das heisst Hoi. Was heisst Adie? Keine Ahnung. Gali, ciao. Gali, ciao, Mann. Hallo. Hallo. Hallo, Svenny, hey, Raja, Helsida. Hanisihu, SpongeBob. Hi. Gali, ciao. Gali, Ade Messi. Gali, verpiss dich. Gali, we're out of here. Gali, geht los. Gali, der Treten ist gut. Ich habe einen leichten Sonnenbrand da bekommen. Du bist ein Shrimp. Aber es ist nicht Du bist ein Shrimp. Ja, bin ich ein Shrimp. Cool. Du bist das Rotkäppchen. Du bist ein Hummer. Du bist eine lebendige Kommunistenflagge. So rot bist du, Sven. Du bist ein Kardinal. Kardinal, check da. Du bist eine Tomate. Du bist ein Red Hot Chili Pepper. Nur ein bisschen weniger musikalisch. Du bist ein Melanom im Vorstadium. Rudolfs Nase. Redneck natürlich. El Shrimpio. Du bist der rote Baron. Okay.